kommen wir bei Sport, die vielleicht ein bisschen auf Vergessenheit geraten ist, an denen aber auch mit viele Vorurteile zu kämpfen hat. Von Bobesport bis dat de Pat genauso wichtig ist wie Klotzen zu geheim, sie kriegen der Dachs zu hören. Die Lützeburger Kehlespieler, ma, es soll den sie nicht unterschätzen. Lützeburg steht weltweit auf zweiter Platz und hat schon länger 40 Welt- und Europameistertitel mit Teambrust. Lisa Jentsch hat sich die Kehlespieler mehr genau geguckt und will doch wissen, was der Unterschied zwischen dem nationalen und dem Sportkehlen ist. Ang Bun an Klotzen en Kehlen alles gehtet. Für dat Nationalkehle kennenzulernen, haben wir Rendezvous mit dem Nationalspieler Luca Wolter. Heute zu Racking und der Massleuen Bunne von seinem Verein Bieles 2000. Für rund 13 Jahre stehen hier ein erste Kehr bei einer Kehlebun und das unter dem nicht mit auf eine Wasch kommt. Mittlerweile zählt hier zu einem von den besten Spieler hier im Land. Das ist ein interessanter Sport, das ist Präzision, wo du brauchst Konzentration. Das ist quasi kein Fehler erlauben und da ist der Reiz drunter, wie drin zu bleiben. Und natürlich, wenn du eine gute Keeper hast, die zusammen hält, das reizt noch mehr. Am nationale Kehlen hat alle Vereine Sengbunnen an einem Bistro. Den Heimvorteil bei einem Match ist dabei enorm. Dat weil all Bunnen ein bisschen anders ist und die Auswärtsequipe just Angst und für ein Match Zeit hat, ob der jeweilige Bund zu trainieren. Auswärtsbunnen ist wichtig, dass die Bunnen direkt lernen können. Die Mischbunnen, das ist immer eine Equipe, wo die Bund schon kennt, die wissen ungefähr, aha, die geht so, die muss so spielen. Das ist immer ein großes Vorteil, was du hast, die Bunde kennt. Und wenn du den Bund noch gut gerätst, kannst du noch die anderen Leute in der Equipe Tipps geben. Gespielt wird dann 2 Equipen von 6 Leuten. Der Match ist abgedeelt auf 8 Partien mit jeweils 3 Würfe pro Equipe. Und pro Wurf kann alle Spieler aus der Equipe 2 Plätze geheuern. Links das Team-Equipe ariert das Equipe. Hier ist der nächste Wurf, den wir spielen. Und dann der nächste Wurf geht dann das Equipe, der nächste Wurf. Und dann immer so weiter. Geht das Summe gerechnet und dann mich kennen kriegt einen Punkt und der feiert an der letzten Partie spielt die drin Einzel 6 Klotzen geht dann Summe gerechnet und dann das Resultat der Beste kriegt einen Punkt und zum Schluss geht dann die Allpunkt Summe gerechnet dann ja ist 8-0. Beim Luca lauert an der Familie. Sein Bruder, sein Papa, sein Großpapa konnte sich schon für die Kehle begeistern. So als er seinem Hobby eine Passion ging und ein Ehrgeiz hat hier geparkt. Aber wie weit das hier bräuchte wird, weist hinaus zu Peting am Kehlencenter Training vom Sportkehlen. Tenue ist hier ein anderer und auch sonst gibt es nicht Unterschiede. Anders wie am nationalen Spiel, den nicht nur 2 Klotzen, geht sich da Sitze für seine nächsten Tour aufzuwarten, mit ganze 120 Klotzen abgedeelt auf 4 Bunnen. Das ist anstrengend. Du brauchst den ganzen Körper dafür. Es geht viel um B-Muskeln, auch und die Arme. Der Kehlesport ist körperlich anstrengend. Aber es was sich viele Leute nicht vorstellen können und dafür der Klischee Bobesport zu Unrecht existiert. Vielleicht auch du wennst verliert der Sport immer mehr Popularität. Der Chris Fuchs als Jugendtrainer weiß, wie schwer das Novus-Spieler zu finden. Leider geht von Jahr zu Jahr die Lizenzen zurück. Ich meine, das ist auch ein ganz, ja, wie soll ich sagen, ein eler Leute, die spielen. Und ja, müssen halt gucken, dass die Jungen ein bisschen auf den Punkt kommen. Ne? Dann hält er doch mehr lange. Aber da ist immer mehr schwer, weil es gibt noch andere Sportarten wie Fußball, Basket. Da ist das immer mehr schwer. Für die Leute, die hart mal für den Sport zu begeistern, ist einfach. Für die Spieler dann noch wirklich bei der Stange zu halten, noch ein anderer. Lange noch 4 drücken und nicht zwingen, weil du zwingst ja extrem. Das ist einfach populär. Die Föderation bedauert, dass von ihren 4.500 Membern Anfang der 80er Jahre nicht mehr nach 1800 übrig geblieben sind. Immerhin hat die Qualität der Spieler nicht daran gelitten. Lützeburg steht am Kehlesport ganz gut da. Ich meine, wir sind Nummer 2 auf der Welt. Wir haben ganz viele Weltmeistertitel. Wir haben am Moment am Ganzen, wenn wir Welt- und Europameistertitel gucken, bei uns an der Föderation haben wir 49 Titel gemäht. Das ist eine ganz gute Bilanz an. Ich meine, die nächsten Jahre die sind am Anfang noch immer ganz optimistisch sind, dass du noch ein bisschen dabei kannst. Heute sind Spieler aus der höchsten Division am Sportkehlen.
Grad gesiemer eng wichtig Party am Kampf um den Championstitel. Direkt fällt op das Hai viel Ninger fallen. Op diesem Niveau braucht Präzision, Konzentration auf für allem Erfahrung. Proper Klatze gehalten hat braucht per Joer das net wie am Fußball wo Training ist an de Gochas beim Kehlen christet Mufang den Link da chance ja ist gut méi die Panin 5 Stück 6 Stück dat werde no per Joer. Für Fortschritte zu gesehen braucht Geduld und Übung. Hei also die Aufgabe vom Trainer für die Spieler zu motivieren, aber bei der Stange zu halten. Für Topspieler, die dabei bleiben, ist es wichtig, auch Erfahrung am Ausland zu sammeln. Das Niveau hier ist auch normal nicht schlecht. Wir wollen ein gewisses Niveau hat, wie zum Beispiel der Luca oder Nachbar anderer, die willst du dann noch fördern, die gehen dann noch an Deutschland spielen. Do leiert de Menge Men nur ziemlich viel méi bei. De Niveau Hai am Land ist auch ziemlich gut. Also bis da den Pradas an Deutschland kann den Haiier wirklich lang spielen. De Luca ass op diesem Niveau ukom an huet sech Stofir entscheet fir d Sportkelen op Träierne Verein zu goen. Durch Zufall huet hi ne Flyer gesinn, dats die Deutsch Equipe Jugendspieler sicht an du op sie seg Chance kraft. Du kannst du mir weit durst du quasi all im Match an nur der Saison. Du hast noch Meisterschaften, du hast dann 300 Fall, du hast dann Weltmeisterschaft, dann im Sommer als Weltmeisterschaft, dann du spielst viel mehr. An Lützburg spielst du leider immer einmal den Monat im Match, und da kannst du nicht so weit in Deutschland. Durch sein Engagement als eine konstant gute Leistung vertritt hier sein Land Louis wird Grenze raus und holt schon die ein oder andere Medaille mit heimgebracht. Emul Gold op der Jugendwaldmeisterschaft 2019 an Emul als Vize-Jugendwaldmeister am Tandem. Bedeutet mir ganz viel, Lützburg umzutreten. Das ist ein großes Eier. Lützburg hat schon viele Modelle mit heimgebracht. Und ich will auch so dabei sein, viele Modelle mit heimgebracht, aber ich will da noch mehr wie Lützburg mitbringen. Der Luca hat Blut gelagt, er will noch viel mehr weit kommen. Ein neuer Spieler, der sich sei wie Europa kämpft wird, auf von dem ihr wohl nach Mittagswerten heieren. Und hoffentlich lassen sich noch genug andere neue Spieler zum Kehle motivieren, dass Lützeburg den eher weiter verteidigen kann. Ja, mal gespannt, wenn ihr den 50. Meistertitel da könnt.